Starten. Okay. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass wir das heute durchführen können, den Talk, den Wahltalk zum Thema Kultur. Vielleicht muss ich noch ein paar Worte zum Hintergrund sagen. Ich habe, wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch andere, haben den Wahlkampf beobachtet, schon von Anfang an, wie das entstanden ist. Und ich habe zuerst ein bisschen gestaunt. Es geht ums Präsidialdepartement, aber es geht nicht um Kultur offenbar. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und dann bin ich mit der Zeit nicht mehr erstaunt gewesen, sondern auch erbost. Und mit der Zeit bin ich wütend geworden, weil ich gefunden habe, Moment, man kann doch nicht über das Präsidialdepartement reden, wo zu 80% das Budget in die Abteilung Kultur fließt und nicht über Kultur reden. Und das ist mir klar gewesen, ich werde das gerne ändern. Und ich habe dann schon mal beim ersten Wahlgang Kontakt aufgenommen und wir haben gefunden, ja, und dann ist es irgendwie nicht gegangen. Und dann beim zweiten Wahlgang gesagt, so jetzt müssen wir. Und das ist dann tatsächlich zustande gekommen und das freut mich riesig. Warum Kultur? Für mich ist Kultur wie eine Seele oder ein Charakter von einer Stadt. Man kann sich einen Menschen vorstellen, der keinen Charakter hat und keine Seele hat, das wäre schrecklich. Und ich denke, man kann sich auch eine Stadt vorstellen ohne Seele und Charakter und auch das ist schrecklich. Und das ist eigentlich die Grundlage von dem, was ich dann gefunden habe. Ich habe dann die 3 Kandidierenden kontaktiert und eingeladen und sie sind gerne gekommen und das ist lässig. Was man oft so am Schluss von der Veranstaltung macht, möchte ich am Anfang machen. Und zwar möchte ich mich bedanken. Zuallererst möchte ich mich bedanken beim Theater, beim Benedikt von Peter, aber nicht nur bei ihm, sondern mit der ganzen Crew, die mitgezogen hat, alle Techniker, die da waren, die Vertreter von Vertretern, es gibt Kurzarbeit, es gibt Krankheitsfälle, also es ist wirklich eine verrückte Zeit. Und es gibt ja immer die Diskussion, soll man jetzt überhaupt spielen, soll man nicht spielen? Und wir haben gefunden, doch, das machen wir. Und dass die da alle mitgezogen haben, ist einfach super. Dann ist der nächste Schritt gekommen, das war Baschur, der eingestiegen ist, und wir hatten keinen Livestream von der Technik her. Und Baschur hat mitgezogen, das Hyperwerk hat mitgezogen, der Martin Schaffner, der dort sitzt, der die ganze Videoregie macht, sodass man eben neben den 50 Leuten, die hier jetzt im Saal sind, auch eben über die Kamera mit dem Livestream noch weitere Leute kann erreichen kann. Weil das ist natürlich auch ein Ziel, es soll ein Zeichen gesetzt werden und das ist durch das ermöglicht worden. Nicht zuletzt möchte ich auch allen Kulturschaffenden danken, die mir im Vorfeld Fragen geschickt haben. Das war wirklich toll gewesen, von allen Seiten. Heute ist noch von Performing Arts etwas gekommen, von Musik, von Theater, also alle Sparten haben mir Sachen geschickt. Und irgendwie ist es ein schönes Gefühl gewesen, zu merken, wir sind irgendwie eine Kulturfamilie, die sich da für etwas einsetzt. Und das ist toll. Also das ist wirklich auch etwas, wo ich sehr dankbar bin dafür. Ja, ich denke, das ist die Voraussetzung und zu dieser Familie, zu dieser Kulturfamilie möchte ich jetzt euch auch mit einladen, ihr gehört jetzt auch mit dazu, seit heute und vielleicht auch schon vorher. Und auch da danke schon vielmals, weil alle haben gesagt, oh ja, da komme ich gerne, finde ich ein spannendes Thema. Es ist nicht irgendetwas, wo man sagt, oh, jetzt muss ich das auch noch machen, sondern es ist wirklich etwas, wo sie gesagt haben, doch, das ist unser Anliegen, wir wollen das machen und so können wir jetzt auch starten mit dem. Ich werde anfangen mit einer persönlichen Frage. Ich starte mit dir, Stefanie Eimann. Für dich, so, wenn du zurückschaust, so die letzten Jahre, was hat es in einem Kulturanlass gegeben, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt etwas, was mich wirklich berührt hat, etwas, was mich besonders betroffen hat. Was war das gewesen? Dankeschön auch für die Einladung von meiner Seite. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier zu sein, in diesem Rahmen auch wieder mal Leute live zu sehen. Das freut mich riesig. Ich war jetzt 20 Tage in Quarantäne gewesen. Und insofern ist es so ein bisschen ein Wiederfinden in der Realität. Vielleicht, wenn man in die ganz nahe Vergangenheit zurückgeht, jetzt unter den Corona-Voraussetzungen, ist es die Eröffnung des Stadtcasino gewesen, wo ich gefunden habe, das ist so ein Herzblut spürbar gewesen und so jetzt geht es weiter, ein Neuanfang, wo mir sehr gefallen hat, wo mir auch Lust macht auf mehr, wenn dann vielleicht die Zeiten wieder einmal ein bisschen normaler sind. Und klassische Musik ist für dich? Nicht zwingend, also ich bin schwer einordnbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse mich gerne irgendwie auch an Sachen anführen und bin da nicht völlig in einzelnen Sparten unterwegs. Und vielleicht noch ein zweites, was ein bisschen länger her ist, aber hat mich beeindruckt, ist, ich gehe gerne in Museen.
Ab und zu einfach eine Ausstellung schauen, speziell. Und das ist ich glaube, das ist jetzt schon 2 Jahre her, gewesen, im Museum der Gegenwartskunst. William Kendridge, südafrikanischer Künstler, der Installationen macht, der ganz interessante Werke hat und wo ganz eine tolle Ausstellung ist, die mich einfach bis heute irgendwie berührt. Also bist du so eher ein visueller Mensch von dem her, vom Erleben her, oder? Es ist ein bisschen beides. Ich habe das Visuelle sehr gerne, ja, aber selbstverständlich auch Musik in allen möglichen Richtungen finde ich toll. Also ich möchte unbedingt wieder erleben, dass man wieder mal ein bisschen ausgelassener darf auch an ein Konzert gehen, egal was das ist, ob das irgendein Popkonzert ist oder sonst etwas. Würdest du gerne tanzen? Ja. Ich habe meine Tanzerfahrungen, meine ersten in diesem Haus gemacht. Ich bin da lang ins Ballett gegangen, aber das gehört der Vergangenheit an. Also ich stand jetzt hier nicht auf und sage nichts, keine Angst. Sie können ganz beruhigt sein. Ja. Ja, also so ein bisschen das Klischee von der Chefin von der Verkehrspolizei, die am Wochenende noch mit dem Feldstecher unterwegs ist doch ein bisschen widerlegt. Genau. Ja, Jans, die gleiche Frage an dich. Man weiss von dir, Gitarrist, Kesselpaukist habe ich gelesen, bist du auch. Also da ist sicher offenbar Musik für dich ein Thema. Was ist für dich so ein Erlebnis, wo du sagst, da ist Kultur für mich ganz wichtig gewesen? Ja, etwas vom Schönsten, was ich kürzlich erlebt habe, ist der Cirque Trottola mit dem Stück Campana. Das ist Theater, eine kleine Theatergruppe, die vom Rosental im Rahmen des Theaterfestivals ein Feuerwerk an Kreativität, an Erlebnis ermöglicht hat. Das will ich so schnell nicht vergessen. Ich bin dort mit der ganzen Familie gegangen. Auch meine Töchter waren absolut begeistert. Das waren nur 2 Artisten, ein Mann und eine Frau, und 2 Musiker. Und die haben also wirklich das ganze Repertoire, das man in einem Zirkus finden kann, von Staunen über Poesie bis zu wirklich Krach und Erschütterung, haben sie alles abgerufen. Also so etwas Schönes, so etwas Poetisches, das hat mich jetzt einfach wirklich nachhaltig beeindruckt. Sobald ich die wieder mal irgendwo sehe, müssen sie mit mir rechnen. Ja. Super. Ich habe dich schon mal angezündet, du hast gesagt, du willst das Präsidialdepartement aufwerten. Das würde ja dann heißen, dass Kultur gar nicht so wichtig ist. Das ist nicht deine Meinung, oder? Nein, das ist überhaupt nicht meine Meinung. Aber man hätte ja können sagen, dass man das Amt für Umwelt und Energie aufwerten will, indem es das wichtigste Departement nimmt. Ganz genau. Also. Man kann es auch sehen, wenn das Präsidialdepartement wichtiger wird, wird auch die Kultur wichtiger. Aber es ist schon so, also ich habe schon Zugang zur Musik vor allem. Ich bin in der Knabenmusik bin ich als Schlagzeuger ausgebildet worden, zusammen mit meinem Bruder auch. Das ist nur dank der Kultursubventionen vom Kanton, sonst hätte sich unsere Familie keine Musikausbildung leisten können. Privatstunden sind für uns nicht finanzierbar gewesen. Ich habe dann später dank dem den Zugang gefunden zu Bandmusik. Ich durfte auf verschiedenen Bühnen spielen. Mit der Knabenmusik bin ich im Stadtcasino gesehen, mit der Band zum Teil im Atlantis, zum Teil auf Strassenfesten. Also ich habe es eigentlich als Künstler erlebt und seitdem hat mich das nie mehr losgelassen. Also ich bin im Herzen Musiker und ich vermisse etwas. Wenn also das selber etwas machen und erleben, geht das auch ein bisschen Hand in Hand, oder? Ja, absolut. Das ist eben, ich meine, wenn einmal Kultur oder Kunst oder eben Musik ein Teil von deinem Leben ist, dann kannst du nicht mehr einfach so darauf verzichten. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich vermisse das. Ich habe jetzt immer noch eine kleine Band, wo ich ab und zu jammen mit denen. Auch wenn wir jetzt den Anspruch nicht mehr haben, Konzerte zu machen, dann brauche ich das einfach. Auch meine Frau weiss das. Wenn ich gestresst bin, muss ich zu oben heim und ab und zu ein bisschen Gitarre spielen. Super. Und dann komme ich wieder oben runter. Superlässig. Die gleiche Frage natürlich auch an dich. Ein Erlebnis, Kulturerlebnis, wo du sagst, das ist das, was mich umtreibt. Ja, es sind 2 ganz spezielle Momente jetzt in den letzten Monaten. Also das Stadtcasino natürlich auch, weil ich dort mitschaffen an der Geschichte der Stadt, also der Casinogesellschaft, die ja die Wurzeln weit zurück hat. Und es ist schon ein spezieller Moment, wenn man über Monate hinweg eine Geschichte erarbeitet von einem Ort, von einer Casinogesellschaft, erfahrt, was alles dahinter steckt, über die Musikstadt viel erfahrt.
Und dann dürfen wir das Stadtcasino wieder erleben in dem Moment, wo es wieder eben zum Leben erwacht. Und es war, glaube ich, auch einer der ersten Momente, wo wieder Leute zusammengekommen sind. Also das war ganz ein spezieller Moment. Gut, das Orchester hat im Musikertheater gespielt, eine Zeit lang, aber auch gelitten. Genau. Also. Aber die Atmosphäre von dem Stadtcasino, von dem altehrwürdigen Stadtcasino, das war der eine Moment gewesen. Und der andere Moment war, ich bin noch im Vorstand vom Kunsthaus Basel-Land und ich finde, dort hat es wirklich fantastische Ausstellungen und dort war ein Kurzfilm gewesen, ich weiss nicht, wer von Ihnen den auch gesehen hat, der war von Clément Cougitor, «Les Indes Galantes». Und der Moment, das ist eine Oper, also das Operballett, wo verfilmt worden ist mit Hip-Hop-Tänzern. Und der Film hat so eine Kraft gehabt. Ich musste eigentlich unbedingt weiter an einen Termin noch haben und ich musste auch 3-mal hintereinander schauen. Ich bin nicht losgekommen. Und der ist mir wahnsinnig unter die Haut gegangen. Ich kann nicht mal beschreiben, was es ist. Er hat eine wahnsinnige Kraft gehabt. Eben, weil bei dir sagen wir auch, Volleyball ist wahrscheinlich dort eher, wo du dein Herz hast, aber Kultur ist auch wichtig. Sehr wichtig. Also es ist beides. Ich habe, ja klar, sehr gerne Bewegungssport ist mir wichtig, aber Kultur ist etwas, was mich auch schon ein Leben lang begleitet. Ich habe Deutsche Geschichte und Philosophie studiert, das heisst, ich bin eine Leseratte, also Kultur begleitet mich schon ein Leben lang. Hast du kürzlich einen Basler Autor gelesen oder eine Autorin? Also Alain-Claude Sulzer habe ich wahnsinnig gerne als Autorin, verschlinge ich sehr, sehr gerne, ja. Okay. Eben, also, was fehlt euch am meisten ohne Kultur? Also ich glaube einfach, das merkt man jetzt so deutlich auch, wie heterogen Kultur ist, oder? Eine Stadt lebt davon, dass sie pulsiert, dass dort und da etwas läuft, dass etwas einfach fürs Herz da ist. Und das ist wirklich das, was ich denke, was man jetzt auch sehr deutlich sieht in diesen Statements, oder? Ohne Kultur wird es still. Und traurig still, oder? Das ist, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und das ist, finde ich, ganz schwierig, nicht nur als Konsument, oder? Wo man muss sagen, ich bin jetzt eher wirklich der Konsument von Kulturveranstaltungen, sondern die Gegenseite, eben auch zu wissen, wie schwierig das ist für Kulturschaffende im Moment. Und ich glaube, dort ist eben die Schwierigkeit, wenn wir jetzt die ganzen Corona-Zeiten anschauen, haben wir zum einen Branchen, die sind fassbar, oder? Wenn wir von Restaurants reden, die vielleicht wieder zumachen müssen. Und Kultur ist so breit und in so vielen Facetten ausprägt, dass man wirklich schauen muss, dass man diesen Leuten jetzt in allen Ausprägungen auch gerecht wird. Weil der Job in der Kultur, also vor allem in der performenden Kultur, ist Applaus zu kriegen. Oder? Da fehlt einem etwas. Und jetzt geht es nicht nur um Applaus, es geht selbstverständlich auch darum, man muss überleben. Und diese Schwierigkeit, die finde ich ist spürbar, oder? Weil alles wird gesagt, jetzt findet etwas vielleicht statt, vielleicht mit 50 Leuten. Es kann aber sein, dass der Bund oder der Kanton morgen sagt, es wird gar nichts mehr geben. Und das ist so die traurige Ohnmacht, die ich spüre. Eben, wir haben darüber geredet im Vorfeld, soll das Theater Basel spielen für 50 Leute. Ich war vorhin im grossen Saal, dort vorzustellen, 50 Leute. Aber man sagt doch, man will es machen. Was ist deine Meinung zu dem, Esther Keller? Also ich kann hier vielleicht eine Parallele zum Sport ziehen. Ich bin ja noch beim Smash Pfäffingen engagiert und die trainieren jetzt 7 Monate auf die Saison. Und jetzt gestern oben haben wir wieder, ich sage jetzt mal, ein Geisterspiel gehabt, also keine Zuschauer, aber wenigstens haben die Athletinnen können spielen. Es ist wahnsinnig schwierig und ich stelle mir das auch vor, also da stelle ich mir auch Theaterschaffende oder Balletttänzer vor, wie Athleten, die müssen auf etwas trainieren. Also jetzt nicht nur die Zuschauer für uns, wo Kultur fehlt, wenn wir gar nichts mehr können sehen, also lieber in einem kleinen Rahmen als gar nicht. Aber ich glaube auch für die Kulturschaffenden selber. Also ich würde mir sehr wünschen, dass man versucht, wenigstens mit diesen 50 Leuten weiterzumachen, die Möglichkeit zu bieten, dass Leute hier hinkommen können und dass eben die Kulturschaffenden auch zeigen können, was sie schaffen. Aber es gibt ein Defizit. Ja, das wird man sicher müssen prüfen, wie hoch das ist, aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch ein Defizit, wenn man nicht spielt. Und jetzt ist die Frage, wo hat man mehr davon? Was ist die Meinung so soll man spielen, soll man nicht spielen, soll man etwas machen, soll man abwarten? Ja, wir müssen Kultur am Leben erhalten. Wir müssen die Ausstrahlung irgendwie spüren, überall, so gut es irgendwie geht, so gut es uns die Mittel überhaupt ermöglichen. Für mich ist das ganz wichtig. Also, ich meine, die Künstler
und Künstlerinnen, die leben von dem und nicht nur vom Geld, das sie einnehmen und auch nicht nur vom Applaus, sondern von der Arbeit, die sie drin aufgehen. Und es ist ganz wichtig, dass die öffentliche Hand und die Institutionen die Möglichkeiten bieten, dass das in dem Maß, wo möglich ist, weitergeht. Aber es ist auch für die Leute wichtig. Also ich meine, für mich ist, Stefanie hat es gesagt, etwas was ich am meisten vermisse, ist der Applaus, das Gefühl. Ich finde, der Applaus ist eigentlich etwas wahnsinnig Schönes. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, wo man zum Ausdruck bringt, dass man andere Menschen und ihr Schaffen schätzt. Ich habe gar nicht gewusst, wie wichtig das ist, seit ich jetzt merke, dass ich das nie mehr erlebe. Ich erlebe das nicht mehr. Und dort auch im Stadtcasino hatte ich das wieder einmal gehabt. Und habe gedacht, wow, das tut so gut. Das Gemeinschaftserlebnis. So gut. Und unsere Gesellschaft braucht das. Und es ist mir schon klar, auch wenn es nur 50 Leute sind, die klatschen, das ist nicht das Gleiche. Das ist mir schon klar. Und vor allem, wenn man es an einem Bildschirm miterlebt, auch das ist nicht das Gleiche. Das ist aber es ist besser und wichtiger. Jetzt machen wir den Schritt in Politik. Zu dem Dankeschön also für die Statements. Ich denke, das ist klar. Viele haben mich auch geschrieben, ja, wollen die überhaupt Kultur und so. Und ich habe gesagt, doch, das ist sicher wichtig. Aber jetzt machen wir den nächsten Schritt in Politik. Nehmen wir an, es ist eine Grossratsdebatte und es geht wieder mal darum, Kulturmittel zu reduzieren oder es geht darum, vielleicht Kulturmittel auszubauen. Was sind Argumente? Machen wir ein Brainstorming, wir müssen nicht immer so Frage und Antwort spielen. Was sind Argumente, die man vorbringen können? Warum soll man das Kulturbudget ausbauen? Warum soll man Kultur unterstützen? Abgesehen von dem persönlichen Erleben, das ihr gesagt habt. Was hat das für eine Bedeutung? Eine politische Bedeutung? Eine Bedeutung für ökonomische Bedeutung in der Stadt? Was für Argumente überzeugen einen Grossen Rat? Darf ich anfangen? Ja, gerne. Also ich glaube, was man einfach ganz deutlich sagen muss, ist, dass Kultur in allen Facetten, die wir haben, eine enorme Wertschöpfung generiert. Oder? Es gibt kaum einen Bereich, nebst jetzt den forschenden Bereich, den wir sonst haben, der derart innovativ ist, derart viel eben an Wertschöpfung bringt. Weil man kann nicht einfach nur immer die punktuellen Leistungen sagen, eben, es ist leider der Künstler auf der Bühne, der etwas macht, sondern was da rundum passiert. Oder? Wir haben dort ein Handwerkberufe drin, wir haben eine Vielfalt von Berufen, jetzt in einem Theater, wo wir jetzt gerade sind, aktiv sind. Und ich glaube darum, man darf nicht, du hast vorher von der Seele geschwätzt, Kultur als Seele von einer Gesellschaft, von einer Stadt. Und ich glaube, das muss in die politische Debatte hinein. Sagen, es ist nicht einfach ein Dessert, man leistet sich noch ein bisschen Kultur, sondern es macht eben die Gemeinschaft aus. Und unter diesen Prämissen muss man Kulturbudgets meines Erachtens auch anschauen. Das heisst nicht, dass eben, es kommen neue Situationen auf uns zu. Wir haben es jetzt gemerkt mit Corona. Das heisst nicht, dass ich jetzt hier sitze und sage, es wird nie irgendeine Justierung geben oder nur immer aufstocken. Das meine ich nicht. Da muss man immer auch schauen, was macht die Welt rundum, oder? Ja? Wäre es gefährliches Versprechen? Ja, nein, nicht gefährlich. Aber eben, ich meine, da bin ich auch realistisch genug. Aber ich glaube, im Stellenwert muss Politik die Vielfalt ermöglichen, erhalten und für die Zukunft auch sichern. Es halt weniger aus als eine Durchschnittsstadt, hat B den Anspruch, Kulturhauptstadt zu sein von Basel. Wenn man das will bleiben, muss man investieren. Und C, ein grossartiges Angebot, das verdient, weiter bearbeitet zu werden. Okay. Ist da noch etwas ich sehe ich sehe auch die Chance, dass man die Stadt Basel auch im Bereich Standortmarketing mit der Kultur noch viel besser positionieren kann. Ich meine, wenn man sich nur schon das Ensemble hier überlegt, was man da alles hat, also so auf wenig Fläche so viel, das Theater, das Stadtcasino, Kunsthalle, also das sind fantastische Institutionen auf kleinem Raum und etwas anderes, was schwierig messbar ist, aber wo ich ganz stark der Überzeugung davon bin, Kultur ist ja wie auch Bewegungssport ein Ventil. Und wenn uns das fehlt, das ist etwas, was man nicht in Zahlen umrechnen kann, aber was passiert, wenn die Gesellschaft die Ausdrucksform nicht mehr hat? Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht beziffern kann, aber wo ich ganz stark der Überzeugung bin, dann fehlt uns etwas.
Gut, es gibt Leute, die finden das vielleicht nicht, aber die muss man auch überzeugen von dem. Darum sammle ich ja Argumente. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und es geht ja auch um einen Stellenwert. Du hast es erwähnt von Kultur. Also ich habe das immer wieder erlebt, wenn es geheißen hat, Sie sind Schauspieler und was schaffen Sie? Oder wir haben eine Wohnung gesucht und dann hat der Vermieter, wir haben ganz tolle Vermieter hier in Basel, das ist nicht die Frage. Aber die es nicht haben wollen, haben gesagt, wir wollen kein Geläuf. Also das ist jetzt O-Zitat, O-Ton. Was könnte man dort machen? Also ich kenne das von Musikschaffenden, wo ich Zeit lang näher mit ihnen zusammengearbeitet habe, und das war immer auch genau die Frage. Also genau, was schaffst du noch nebendran und so, und was machst du im richtigen Leben? Also das ist, glaube ich, schon etwas, was man einfach den Leuten immer wieder bewusst machen muss. Es ist wie, manchmal schauen die Leute bei etwas zu und realisieren gar nicht, was für ein Aufwand dahinter steckt. Es ist ein Knochenjob. Es ist ein absoluter Knochenjob, und ein ganz schöner Ansatz ist im Aargau. Die haben dort das Projekt «Kultur macht Schule», und die Idee ist, dass sie die Schüler in ganz verschiedene Arten von Kultur anführen und mit diesen Schülern das auch machen, damit die realisieren, wie schwierig es eben ist, die einzelnen Kulturbereiche etwas zu schaffen, etwas zu erschaffen. Okay. Ich würde die Person einfach mitnehmen, Kultur zeigen, sie einladen, hinter der Bühne, vor der Bühne. Am Schluss funktioniert das am besten. Wir haben so grossartige Schätze in unserem Kanton, wir haben so viel zu bieten, und jede Gelegenheit, das den Leuten zu zeigen, müssen wir nutzen. Das heisst, es braucht auch eine Vermittlung, also es braucht wie die Brücke. Absolut. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, oder? Weil man darf nicht davon ausgehen, es ist ein Selbstverständnis, das einfach weitergetragen wird. An dem muss man arbeiten. Und Kulturvermittlung, sowohl gegenüber jungen Leuten, in den Schulen beispielsweise, als auch in unserer Gesellschaft, wo auch sehr viel Migration stattgefunden hat. Da muss man den Zugang finden, da muss man das Bewusstsein weiterhin erhalten, oder? Damit man langfristig eben auch sagen kann, Kultur behaltet den Stellenwert, den sie heute hat. Und vielleicht noch ganz eine kleine Anekdote, weil du gesagt hast, wegen Vermieter und so, ich bin 20 Jahre mit einem Künstler oder mit einem Sänger geheiratet gewesen, und die erste Frage, die er einmal gekriegt hat, war, und was haben Sie als richtigen Beruf? Ja. Oder? Das ist auch einer von denen. Ja, das ist auch einer von den diesen Sprüchen, oder? Ja. Also es ist schon noch spannend, wie das Berufsbild irgendwie, eben man geht gerne in den Ausgang, geht gerne irgendwie an ein Konzert oder so, aber wie die Sparte von diesen Kunstschaffenden einfach irgendwie wie nicht angekommen ist als wirklicher Beruf, oder? Ich habe hier die Liste, die ich gesammelt habe, es ist wirklich toll und auch viel Energie drin. Man wird das merken, ich werde ein paar Sachen zitieren und vielleicht das auch als Frage hier aufwerfen. Zum Beispiel jemand hat geschrieben, welche Kompetenzen sollen Ihrer Meinung bei führenden Köpfen in den Kulturinstitutionen in Zukunft liegen? Das heißt, wie ist die Aufteilung zwischen zum Beispiel einem Direktor, Direktorin von einem Museum und Präsidialdepartement? Also wer entscheidet was? Wie sehen Sie das? Wer bestimmt über was? Das haben wir jetzt sehr deutlich, die Diskussion im ersten Wahlgang ist das ein sehr großes Thema gewesen, im Bereich vom Museum, vom Historischen Museum, wo genau diese Themen auch auf den Tisch gekommen sind. Und ich sehe die Politik oder die Rolle von der Präsidentin jetzt in diesem Fall nicht drin, operativ jemandem reinzuschwätzen. Und ich glaube, dort sind Grenzen verschwommen. Ich kann das nicht jetzt, also wir wollen das nicht nochmal alles aufarbeiten, aber ich glaube, Politik und auch das Amt vom Präsidialdebat, also vom Präsident, hat die Rolle zu ermöglichen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber der Inhalt, habe ich das Gefühl, ist nicht von der Politik zu bestimmen. Aber beim Historischen Museum, bei all diesen Diskussionen, darum sage ich auch, es ist eigentlich nicht um Kultur gegangen, es ist um einen Machtkampf gegangen. Man hat nie über kulturelle Inhalte geredet. Soll es der Präsidialdepartement über kulturelle Inhalte reden? Also es gibt einen öffentlichen Auftrag, es gibt einen Bildungsauftrag, es gibt einen Erhaltungsauftrag. Wir wollen das Erbe weiterführen. Es gibt öffentliche Aufgaben, die man präsidial auch durchsetzen muss. Aber selbstverständlich ist ganz zentral, dass die Kultur frei sein kann, dass sie ihre Kreativität, ihre Wege, ihre Themen selber finden kann. Das ist ganz klar. Und darum glaube ich, wenn schon eine inhaltliche Diskussion oder eine Ausrichtungsdiskussion, dann ist die auf einer hohen strategischen Ebene zu führen und nicht im einzelnen Institut von mir aus gesehen. Und da bin ich mit der Stefanie völlig einig. Jemand, der im Präsidialdepartement für die Kultur zuständig ist,
der muss Menschen zusammenbringen, der muss Zukunft spüren lassen, der muss aber auch zeigen, dass er da ist für die Institute, aber er muss nicht führen, er muss nicht operativ. Ja, aber das inhaltliche Interesse ist wahrscheinlich schon das Minimum, oder? Inhaltliches Interesse, klar, oder? und auch Inhaltliche Auseinandersetzung. Inhalte, aber auch die Begegnung ist wichtig. Das scheint mir klar, dass man die Menschen kennt, dass man sie auch zusammenbringt, dass man ihnen hilft, Plattformen, Möglichkeiten zu finden, rauszukommen. Dass man zum Beispiel eben auch zum Beispiel der Bildungsvermittlungsauftrag, dass man die unterstützt in dem, oder? Das sind ja zum Teil nicht ihre Kernkompetenzen. Das scheint mir alles absolut richtig und wichtig. Aber trotzdem ist das von mir aus gesehen eine übergeordnete Ebene und sollte nicht auf Institutsebene im Operativen sich niederschlagen. Esther Keller, wie siehst du das? Also ich sehe, dass es einfach auch noch grossen Klärungsbedarf gibt. Das eine liegt schon in der Natur, also wenn wir jetzt bei den Museen sind, liegt es schon in der Natur von dem Gesetz, wo steht, dass es eine autonome Dienststelle ist. Was ist eine autonome Dienststelle? Also schon das beißt sich einfach wahnsinnig. Dann denkt es mir auch nach wie vor nicht ganz klar bei den Museen, für was ist die Kommission zuständig, für was ist das Präsidialdepartement zuständig, für was ist die Leitung des Museums zuständig. Also es gibt so 2, 3 Unschärfen in diesem Museumsgesetz oder auch, dass man das Museen Geldgeber müssen ethisch vertretbar sein, oder das ist so eine Formulierung drin. Und da haben wir jetzt gerade in einem von diesen Museumsdiskussionen, wo in der letzten das Podium war, in der letzten Woche, haben 2 Experten ganz klar gesagt, also wer entscheidet denn das? Welches Unternehmen die Richtlinie erfüllt und wer nicht? Also das sind ein paar ganz strittige, auch unklare Punkte im Moment im Raum, wo ich glaube, wo Klärungsbedarf haben. Aber es gibt ja also es gibt Stimmen, die sagen, die müssen selbstständig sein, sich lösen, keine Verwaltungsabteilung mehr sein. Andere sagen, sie sollen Gratis-Eintritt machen. Das ist ein bisschen auch ein Widerspruch, oder? Wenn man sie dann zwingt, einerseits mehr Gelder zu generieren, andererseits schneidet man das Geld. Was ist eure Meinung dort? Gratis-Eintritt, soll Kultur gratis sein, darf Kultur etwas kosten? Und soll sie unabhängiger sein von der staatlichen Kontrolle? Vielleicht zu der Gratis-Eintritt, wenn ich gerade noch mal anschließe. Also das sieht man einfach aus anderen Städten. Die machen das häufiger so, dass die Sammlung gratis zugänglich ist, aber dass die Sonderausstellungen etwas kosten. Und die Idee ist ja, dass man möglichst viele Leute in die Kulturinstitutionen hineinbekommt. Weil das Problem ist, dass gewisse einfach so ein Hemmnis haben, überhaupt einmal ein Museum zu betreten. Ist das eine Geldfrage? Was ist eine Geldfrage? Ob jemand ein Hemmnis hat, zu gehen? Ja, das ist sicher für viele auch ein Grund. Ich meine, Museen sind teuer, nicht nur, aber es kann ein Grund sein. Und ich habe das Gefühl, wenn jemand auch nur schon mal bereit ist, mal einen Fuß noch reinzusetzen, das sieht, dann hat man vielleicht auch noch wirklich den Mut, sich das mal anzuschauen. Es haben vom Hintergrund her nicht alle einen kulturellen Bezug von daheim aus. Ich glaube, das ist eben der Bezug, Entschuldigung, die man nicht also kann man nicht einfach allein über den Gratis-Eintritt lösen, oder? Weil das heisst, eben das Bewusstsein und eben der Zugang findet man, glaube ich, nicht jetzt allein über das Portemonnaie, sondern das fängt eben früher an. Es gibt Angebote reduziert. Aber auch, das finde ich schon. Nicht, dass man jetzt sagt, das kostet alles nichts mehr und so, das sicher nicht. Aber man kann natürlich tolle Aktionen machen, für Studierende, für Familien, für Leute ohne Portemonnaie. Man kann das Museum öffnen mit einer Kulturkarte für solche, die zu wenig Mittel haben, um sich zu finanzieren. Weil es ist eine Realität für gewisse Leute. Vielleicht nicht unbedingt das Museum, aber beim Stadttheater wird es dann schwierig, oder? Wenn du nicht über ein bestimmtes Budget verfügst. Und das sind so Sachen. Und das kann man noch viel weiter denken. Ich habe das Gefühl, manchmal ist das Theater voll, wenn die Studierenden gratis reinkommen. Man kann durch das auch ganz neues Publikum gewinnen, langfristig, und begeistern für die Institutionen. Und darum finde ich jetzt die Art von Zugang schaffen, finde ich ganz wichtig. Da würde ich gerne noch mehr daran arbeiten, weil ich eigentlich erlebe das als Erfolg. Nehmen wir das Kulturfloss. Das Kulturfloss ist jetzt Gratiskultur, oder? Dort darf man hinsitzen, man muss nicht, aber man sollte spenden. Und das heisst für viele, dass sie sich dort mal ein Konzert leisten können. Es hat oft Leute dort, das hat man jetzt gesehen, die sich sonst das nicht leisten können. Und das ist eine grosse Errungenschaft, das zieht einen Teil der Bevölkerung an. Und an dem sollte man arbeiten. Und ich finde zum Beispiel auch die Museumsnacht, die ist sehr erschwinglich, das ist ein riesen Erfolg, oder? Wenn man dann dort wirklich das breite Publikum mit einem guten finanziellen Angebot kann begeistern für unsere grossartigen Institutionen, dann ist das etwas Wichtiges.
und etwas Erfolgreiches. Ich möchte den nächsten Schritt machen, der sehr gut daran passt. Das ist so, wer interessiert sich überhaupt für Kultur? Es werden immer andere Zahlen umgereicht, die sagen, oh, das ist nur etwas für 5%, andere reden von 20%, von 50%. Es gibt so verschiedene Berechnungen, die ich alle ein bisschen fragwürdig finde. Aber wer interessiert sich für das? Und dann angeschlossen an die Frage ist natürlich auch, es gibt so Leute, die sagen, man muss zuerst eine Publikumsbefragung machen und dann muss man das Angebot ausrichten nach dieser Publikumsbefragung. Wie sehen Sie das? Ich habe genau das Gefühl, so funktioniert Kultur eben nicht. Oder? Weil Kultur ist für mich etwas, was so bottom-up auch entsteht. Und wenn man diktiert nach Nachfrage allein, dann kommen wir in die Mainstream-Diskussionen. Oder? Dann gibt es nur noch einen Kanal von förderungswürdigen Sachen, weil das Publikum das will, und dann entsteht nichts Neues. Nach Einschaltquoten. Ich habe das Gefühl, das ist gefährlich. Wie? Nach Einschaltquoten. Praktisch, oder? Ja. Und das, denke ich, ist nicht so, wie die Kultur darf funktionieren oder wie dürfen Bedürfnisse abgeholt werden, auf keinen Fall. Und eben 5%, vielleicht noch, wenn ich die Frage noch beantworten darf. Ich glaube, auch die Zahlen sind schwierig in diesem Bereich, oder? Und von was reden wir? Reden wir von der sogenannten Hochkultur, also wer geht ins Museum, ist vielleicht ein bisschen etwas anderes als in alternativen Kulturszenen, wo man vielleicht wieder andere Publikumssegmente hat insgesamt. Dort hat man vielleicht mehr junge Leute drin, oder? Und ich glaube, das ist schwierig. Also wenn man das wirklich in Zahlen will fassen und daraus Schlüsse ziehen, was braucht es, was nicht, dann machen wir eigentlich eine gefährliche so eine Trennung in Kultursparten hinein. Soll man das beeinflussen, was an Kultur produziert wird? Soll es gefälliger werden? Also ich habe mit dem auch wahnsinnig man sieht es ja im Journalismus, oder? Der Klickjournalismus fördert die Qualität nicht wirklich. Also nur weil eine Botschaft laut vorgetragen wird und von vielen geteilt wird, ist sie noch lange nicht wahr oder gut. Und mit dem habe ich Mühe. Natürlich braucht es ganz sicher auch Angebote, wo ich sage jetzt einmal, über die typischen Besucherinnen und Besucherkreise rausgehen. Mit dem kann man spielen, mit dem soll man auch rausgehen. Aber oft sind ja genau die Sachen, die so super populär sind, gar nicht die Mühe haben, sich zu finanzieren. Und die Aufgabe von der staatlichen Kulturförderung ist ganz sicher, die Breite zu erhalten und Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit zu geben, die auch in Gebieten gut sind, die eben nicht sehr populär sind, dass sie sich weiterentwickeln können. Frage Marketing. Braucht es mehr Marketing? Braucht es mehr Kulturvermittlung? Oder muss sich die Kultur anpassen am Publikumsgeschmack? Also es ist sicher eine Frage von der Kommunikation auch. Und darum das Beispiel, das ich vorher gebracht habe mit dem Projekt «Kultur macht Schule». Also eben, es geht schon darum, die Leute auch früh abzuholen. Aber vielleicht noch ein anderer Gedanke. Also das Ziel ist schon, und das merkt man jetzt auch bei ganz vielen Kulturbetrieben, und das ist jetzt auch im Leitbild verankert, das Ziel ist ja schon, mehr Leute noch zu erreichen, noch breiter Leute zu erreichen. Weil wenn man historisch schaut, wo wir herkommen, dann ist Kultur etwas Exklusives gewesen. Also man hätte gar nicht alle dabei haben. Die Wurzeln der Casino-Gesellschaft, das war ein reiner Männerclub, der sich zu Gesprächen getroffen hat. Dann hat man mal gnädigerweise die Frauen zugelassen, aber es war immer noch der oberste Teil der Gesellschaft gewesen. Und jetzt wird man, zum Glück, ist man immer wieder breiter geworden. Und ich glaube, das müssen wir noch mehr machen, also noch mehr Leute versuchen zu begeistern. Und zwar eben mit ganz unterschiedlichen Kultursparten auch. Und das kann man jetzt machen, so wie ich finde es wunderbar, wie das Theater das jetzt gelöst hat mit dem offenen Foyer. Ich habe auch als Spielzeiteröffnung ein wunderschönes Erlebnis gefunden mit dem langen Tisch, der hier durch das Foyer ist. Es ist eine Geste. Vorher war das Foyer ein Stück weit auch schon immer wieder offen gewesen, aber es ist eine Haltung, es ist ein klares Signal gegen aussen, ihr seid willkommen. Und ich glaube, das muss man weiter ausbauen. Wir haben noch die Trinkgeldinitiative, wo wir darüber abstimmen. Soviel ich weiss, sind alle drei dafür und finden das eine gute Sache. Meine Frage ist einfach, die 5%, erreicht man das, indem ein anderer etwas wegnimmt, oder erreicht man das, indem man das Kulturbudget aufstockt? Eure Meinung bitte. Aufstocken. Aufstocken? Nein, aber ich sage das nochmal. Es gibt Institutionen, die es verdienen, dass man ihnen auch finanziell stärker Aufmerksamkeit schenkt. Dazu gehören wahrscheinlich auch Museen zum Teil. Da gibt es gewisse Defizite. Das ist der Eindruck, den ich gewonnen habe aufgrund der Debatte, die im ersten Wahlgang geführt worden ist.
Und dann kommt tatsächlich dazu, dass die alternative Kultur, ist zwar ein schwieriger Begriff, die junge Popkultur ist nicht genau definierbar. Da gibt es einen Interpretationsspielraum nachher für die Politik, das ist schon klar. Aber es ist schon ein bisschen so, dass wir hier weniger Mittel zur Verfügung gestellt haben in unserem Kanton. Sie sind anteilsmässig eher zurückgegangen und 5% ist nicht übertrieben. Ich glaube, dort gibt es auch sehr viel künstlerisches Potenzial. Da gibt es auch sehr viele Künstler, die prekäre Situationen haben, die Unterstützung, neue Plattformen, neue Auftrittsmöglichkeiten können brauchen. Und ich finde es gerechtfertigt, dass man dort zusätzlich investiert. Aufstocken, noch jemandem wegnehmen. Also vielleicht mal zur Grundmotivation, wieso ich die Trinkgeldinitiativen unterstütze. Es geht ein bisschen in die Richtung, die wir vorher diskutiert haben. Wie erhalten wir das Bewusstsein auch für die Wichtigkeit von der Kulturvielfalt. Und ich glaube, die Initiative hat auch den vereinenden Ansatz. Oder? Es geht ja nicht darum, auszuspielen. Explizit nicht. Es geht nicht darum, alternativ, was man jetzt immer darunter fasst, was wirklich noch nicht ganz geschärft ist, zu sagen, ist wichtiger als irgendwie die traditionelle Kulturbetrieb. Und das, finde ich, ist wichtig für die Zukunft, oder? Dass man sagt, hey, es stoßen Leute nach, junge Leute auch, die sagen, hey, wir müssen die Paletten so können präsentieren, auch finanziell, dass es da Möglichkeiten gibt, es weiterzuentwickeln. Und die Grundmotivation ist ja einmal zuerst gewesen, oder ist immer noch eigentlich zu sagen, durch Umverteilung, also dass man es irgendwie im bestehenden Budget umverteilt. Da müsste man tatsächlich die ganzen Zahlen einmal durchbiegen und schauen, ist das möglich. Das ist nicht möglich. Eben, ja, das ist die andere Frage, oder? Und wenn wir jetzt in der ganzen Debatte weiter überlegen, wo wir vorher hatten, dass Kultur Geld kostet und Geld kosten muss auch, dann bin ich auch nicht abgeneigt zu sagen, ja, dann müssen wir eine Aufstockung prüfen. Genauso wie wir sie prüfen, falls die Trinkgeldinitiative abgelehnt wird. Dann gehe ich davon aus, dann wird es Grossratsvorstöße geben in diesem Bereich. Und dann werden wir es auf dem Tisch haben. Aufstocken, nicht aufstocken. Also ich möchte an dieser Stelle auch noch mal festhalten, dass das Kulturbudget von Basel-Stadt nicht extrem hoch ist, eben wenn man schaut an der Menge von Leuten im Einzugsgebiet, wenn man es nicht einfach nur auf die Leute im Kanton abrechnet. Ich glaube, was mir noch ein Anliegen ist, dass man auch wirklich immer wieder überprüft, auch bei der Kultur, das darf auch dort möglich sein, wo kann man beispielsweise Sachen miteinander vereinen. Ich kann mir vorstellen, dass man beispielsweise bei den Museen in der Kommunikation Sachen kann vereinen kann. Also wieso muss jetzt jedes... Das kostet weniger? Ich glaube schon, also wenn Leute, ich denke jetzt an jemanden, ich mache jetzt ein frei erfundenes Beispiel, wenn jemand Events organisiert und das aber selten macht, dann ist die Person nicht so effizient bewandt, wie wenn man natürlich beispielsweise für alle Museen würde Events organisieren. Nicht, dass jemand allein alle Events von einem Museum könnte stemmen, das ist absurd, aber ich sage nur das als Beispiel. Also ich glaube, man kann Kräfte bündeln und hat vielleicht durch das sogar noch eine stärkere Ausstrahlung, einen stärkeren Effekt. Man würde vielleicht auch noch mehr zusammenarbeiten, beispielsweise jetzt zwischen den Museen. Das gibt es zum Teil schon und zum Teil wird es noch nicht so gemacht. Aber digitalisieren willst du es nicht gerade, die ganze Kulturbranche. Die ganze nicht, wobei es gibt ganz spannende Ansätze übrigens in der Digitalisierung, jetzt gerade während Corona. Ich war bei einem Projekt dabei, wo es darum gegangen ist, dass eben, und dort ist es dann eben extrem wichtig, da haben auch Orchester nicht mehr zusammen proben und dann hat jemand bei einem Hackathon, wo ich mitgemacht habe, hat jemand ein Programm entwickelt, wo die Musiker, also bis zu, ich weiss nicht, 50 mehr Musiker, können eben wirklich, also es gibt keine Zeitverzögerung, sie alle wissen, wie mühsam die Videokonferenzen sind. Ich meine, so kann man keine Musikprobe zusammen machen. Und da hat jemand ein System entwickelt, wie eben Musiker können, obwohl sie verstreut in ihren Wohnungen und daheim sind, miteinander können proben. Von dem her doch, auch da muss ich wieder eine Lanze brechen für Digitalisierung. Es kann wahnsinnig viel helfen. Okay, also ich gehe jetzt nicht in eine technische Diskussion rein. Ich habe da meine Zweifel. Aber etwas anderes, ich habe auch wieder zurück in die Frage, die ich bekommen habe. Die Frage ist, macht man das Giesskannenprinzip? Wo sollte man mehr fördern? Es gibt natürlich auch innerhalb von der Kulturszene Fragen, jemand, der eben schreibt, 97% der Fördergelder für die Musik gehen klassische, zeitgenössische, klassische oder alte Musik, 3% für den Rest. Ist das okay? Und so Zahlen gibt es viel. Also wie wollt ihr vorgehen? Jemand von euch trainieren wird das Präsidialdepartement und die Abteilung Kultur neu übernehmen, muss irgendwie Antworten finden auf die Fragen, wie wollt ihr das machen? Also was ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Dialog sucht, dass man mit den Kulturschaffenden
zusammensetzt und die Fragen diskutiert. Ich habe gespürt, dass das sehr stark gefordert worden ist, dass man einen ernsthaften Dialog vom Präsidialdepartement führt über diese Fragen. Ich mache mir allerdings nicht die Illusion, dass es in diesem Kreis die Lösung wird geben. Das wird extrem schwierig sein, dass jemand aus diesem Kreis kommt und sagt, jetzt weiss ich, wo wir sparen können. Das wird, glaube ich, nicht der Ansatz sein. Ich finde Zusammenarbeit, Synergien ganz wichtig, aber das muss inhaltlich getrieben sein. Wenn das Sinn macht, zwei Museen zusammenzubringen, ich kann das so nicht beurteilen, und dass wirklich auch neue Möglichkeiten schafft und gleichzeitig auch Personal kann eingespart werden, dann ist das gut, aber es muss aus der Idee heraus entstehen, es muss Sinn machen. Es kann nicht, wenn es Geld getrieben ist, bringt es meistens nichts. Also ich habe diese Spardebatten noch erlebt, also ich meine, und das tut mir jetzt gleich noch wichtig, die Botschaft loszuwerden. Wir haben eine bürgerliche Regierung gehabt, vor über 16 Jahren. Und dort haben wir permanent Sparübungen gehabt bei der Kultur. Das ist eben die Gretchenfrage. Das ist der Unterschied, was bürgerliche von rot-grüner Politik unterscheidet, ist die Finanzfrage. Und wenn du nicht genug Geld hast, wenn du den Auftrag hast, bei den Ausgaben einzusparen, dann kommt auch die Kultur dran. Und wir haben erlebt, dass ein Museum für Gestaltung geschlossen werden musste. In so einer Debatte, was geheißen hat, jetzt muss Kultur auch sparen, hat es halt geheißen, jetzt müssen wir ein Institut zusammenstreichen. Das ist dann am Schluss die Lösung gewesen. Ich komme noch mal zurück auf und das muss man einfach wissen. Das finde ich einen entscheidenden Unterschied. Es gibt keine grossen Unterschied zwischen bürgerlicher und rot-grüner Kulturpolitik, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied in der Finanzpolitik. Ich habe sogar noch eine andere Frage gestellt. Gibt es eine rot-grüne Kultur? Gibt es eine grünliberale Kultur oder gibt es eine bürgerliche Kultur? Gibt einfach eine kurze Antwort. Also man hat es doch jetzt ein bisschen gemerkt, dass wir eigentlich uns noch recht nach sind. Ja. Klar, hast du probiert, das wieder. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zum Kontakt und zum Austausch mit den Kulturschaffenden. Du hast einen runden Tisch vorgeschlagen. Was ist das genau? Also ich habe das nicht ausschließlich für die Kultur vorgeschlagen, sondern ganz generell. Das ist etwas, was man sehr viel gehört hat, oder was ich viel gehört habe, dass man das Präsidialdepartement, die ganz plakativ gesagt, knusten irgendetwas, aber haben irgendwie an ihren Leuten durch, oder, wo es eigentlich angeht. Und ich glaube, der Dialog, jetzt auch gerade im Kulturbereich mit den verschiedenen Sparten, den direkt zu suchen und den vor allem auch als Chefsache auszugestalten und nicht irgendwo zu delegieren, wer jetzt hier von der Abteilung vielleicht einmal ein Ohr und ein Stündchen opfert, praktisch zum Leuten anzuhören. Sondern hier wirklich ein Gefäß zu schaffen und zu sagen, eben genau wegen diesen Giesskannen-Diskussionen einmal wirklich anzusitzen und die Leute auch kennenzulernen, spüren zu lernen, die in der Kulturbranche unterwegs sind. Also weniger Prozess aufsetzen als wirklich einen direkten Kontakt. Einen direkten Kontakt, auch zum Ganze spüren und kennenlernen, das ist mir ganz ein wichtiger Aspekt. Oder? Ich bin nicht der Schreibtischtäter, der gerne dort sitzt und einfach schnell Geld so irgendwie hilft verteilen, sondern man muss ja ein bisschen die Branchen auch lernen kennen und spüren lernen. Weil ich glaube, was auch noch schwierig ist in der Diskussion, eben, die bekommen viel mehr als wir. Ich glaube, weil es so heterogen ist, schauen die einzelnen Kunstbetriebe oder Abteilungen oder Branchen sehr stark auf den anderen. Und was da für mich ein Stück weit fehlt, ist so ein bisschen der solidarische Gedanke auch, oder? Man wird nicht durch Kritik, dass der mehr kriegt, jetzt irgendwie bekommt man selber nicht unbedingt jetzt. Das ist schon ein bisschen bei der Trinkgeldinitiative passiert, darum bin ich auch so scharf darauf, dass man sagt, ja, man erhöht das Gesamtbudget, weil die andere Diskussion ist eine, die einfach nicht gut ist, aus meiner Sicht. Kommunikation ist dein Fachgebiet. Hast du Ideen, wie man diesen Kontakt könnte fördern? Hast du dir Sachen entwickelt für dich oder bist du noch in Planung dort? Unbedingt im persönlichen Gespräch. Und auch, also was mir bisher schon geholfen hat, ist bei gewissen Projekten auch einfach mitzuschaffen. Jetzt durch das Vorstandsmandat beim Kunsthaus Basel-Land bekommt man dann sehr viel mit, einfach hautnah, was beschäftigt im Moment Leute, die jetzt eben so Häuser führen oder auch beim Open Air Basel, also dort, wo ich dort im Vorstand war, habe ich gemerkt, was steckt eigentlich hinter so einem Open Air alles. Das, eben, man kommt sonst als Besucher, erlebt das 2 Tage und geht wieder, aber was alles ein Jahr lang dahinter geplant wird, ich glaube, das kann man wirklich nur, wenn man auch mal
näher dran war. Und das Zweite, was ich jetzt so aus Erfahrung in den letzten Monaten spannend gefunden habe, natürlich haben wir auch in Vorbereitung jetzt von dem allem haben wir Kulturleitbilder gelesen, wir haben all die Berichte gelesen. Aber die spannendsten Punkte sind immer dann gekommen, wenn ich mit Leuten zusammengesessen bin. Da könnte ich noch 500, natürlich muss man die offiziellen Dokumente kennen, ist klar, aber dort, wo es brennt, das kommt erst, wenn man mit den Leuten wirklich redet. Also das wäre ganz klar auch mein Vorgehen. Ein Punkt, das ist auch noch so eine Frage, die hier gekommen ist, die gesagt hat, warum werden zum Beispiel Bauprojekte mit anderen Ellen gemessen als Kulturprojekte? Also eben, ich sage manchmal, wenn man mir das Geld gibt, das man für einen Kreisel ausgibt, dann mache ich 2 Jahre Theater. Also man muss es ja nicht unbedingt immer bei den Institutionen holen, sondern man könnte ja mal ein bisschen grösser denken und sagen, ja, warum läuft das so? Das sind ja ganz andere Beträge, die da gehen. Wie sehen Sie das? Ist das eine Diskussion, die eine Chance hat? Also die Kultur jetzt in den Bau integrieren, machen wir jetzt das? Oder? Nein, aber dass man sagt, jetzt nimmt man etwas von einem anderen Departement weg und gibt es der Kultur. Ich habe genau wie das Gefühl, es geht in die Richtung, die du am Anfang angesprochen hast, wie du wahrgenommen wirst, wenn du sagst, du bist Schauspieler. Oder? Wir sind genau wieder in dem. Bau ist etwas Handfestes. Da sehe ich, die Stadt ist irgendwie in Konstruktion, das kostet Geld, das wird einfach irgendwie so auch akzeptiert. Und Kultur ist eigentlich in Diskussionen, wenn es um Geld geht es relativ schnell so ein bisschen, braucht es das, also ins luxuriöse Denken und nicht ins Grundbedürfnis. Und darum bin ich ein Stück weit einverstanden mit dir, dass man sagt, wahrscheinlich ist es einfach zu wenig in der Meinung, zu wenig handfest, um zu sagen, es ist gleich wichtig, wenn wir jetzt hier irgendwie die Tramschiene verändern oder so, oder? Idee zu diesem Argument? Eben, mir kommt hier einfach auch wieder die Debatte im Grossen Rat, wo wir die Sparübung gerne machen müssen über alle Departemente. Das sind natürlich innerhalb vom Regierungsrat wahrscheinlich schon ganz schwierige Sitzungen, heftige Sitzungen gewesen. Und sie sind im Grossen Rat weitergetragen worden. Und das hat generell eine ganz einfach, schlicht und einfach eine schlechte Stimmung geschafft. Aber so die grossen Lösungen, oder die, wo man dann können sagen, eine grosse Mehrheit findet, jawohl, endlich haben wir mal den Ort gefunden, wo man endlich einmal richtig sparen kann, ohne dass es jemandem wehtut, das hat uns immer gefehlt, oder? Das hat es einfach nicht gegeben. Man kann ja auch nicht ein Orchester einfach sagen, ja, jetzt tun wir 10% einsparen, oder? Also dann sagen die, nein, die 10% von diesen Musikern, die brauchen wir auch. Ohne die geht es ja nicht, oder? Und darum, ich würde einfach von dieser Illusion warnen, auch zwischen dem Departement. Die Frage ist immer wichtig, oder? Die muss man sich stellen und für das haben wir auch einen grossen Rat, der steht da und sagt, nein, die Ausgabe haben wir nicht. Oder der Regierungsrat klemmt sie schon ab. Die ist eine permanente. Aber wenn du das unter dem Spardiktat machen musst, wird es nicht einfach. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den wir bis jetzt gar noch nicht angesprochen haben, ist, wir reden immer jetzt von Basel-Stadt, oder? Und wir haben aber auch die Meinung, dass wir Zentrumsleistungen haben aus der Stadt. Und da sind wir sehr schnell nicht nur im Budget hier von der Stadt Basel, sondern eben auch kantonsübergreifend. Das Stichwort ist da auch heftige Diskussionen in der Vergangenheit mit dem Baselbiet gewesen. Grosszügig. Wo jetzt eben sehr betont worden ist, wie toll jetzt der neu verhandelte Kulturvertrag ist, wo ich nicht überzeugt bin, ob das Endstation Sehnsucht ist, weil wir bekommen effektiv weniger Geld vom Baselbiet jetzt mit dem neuen Vertrag und für mich wäre das auch ein Ansatz, ein wichtiger Ansatz, dass man dort nachverhandelt und für die Zukunft auch dort schaut, dass Leistungen vom anderen Kanton Schrägstrich Solothurn, Aargau und überhaupt Nordwestschweiz, dass man dort einen anständigen Ausgleich hinkriegt. Wenn wir schon beim Geld sind, reden wir mal über Corona-Folgen. Gerade im Kultursektor, Geld ist ganz klar, das ist ein Punkt. Man sieht auch hier im Theater wird es ein Defizit geben, wenn man plötzlich nur 50 Leute hat, wo viel mehr Leute kommen. Es ist ständig ausverkauft, wenn man das gerne sehen möchte. Aber auch andernorts. Und meine Frage ist, gut, Geld ist eine Sache, aber was könnte man sonst noch machen? Jede Krise ist ja auch eine Chance, wo man sagen kann, was könnte man das ist auch eine Frage, die hier gestellt worden ist, was könnte man jetzt einfach nur Geld zu geben, rauszumachen, für den Transformationsprozess zu unterstützen? Gibt es da Ideen von eurer Seite?
Ein schönes Beispiel ist vielleicht aus der Gastronomie. Ich weiss noch, wo wir diesen Frühling das erste Mal die Idee hatten, dass die Gastrobetriebe rausstuhlen, also mehr Raum benutzen vom öffentlichen Raum, damit man die Abstand einhalten kann. Das war die erste Reaktion aus dem Baudepartement. Nein, das ist nicht möglich. Und es ist dann eben trotzdem möglich gewesen. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendjemand stört im Moment über die Tischchen, beispielsweise am Rhein entlang, wo wirklich, also es ist eben doch gegangen. Und ich glaube, es gibt noch so einen Spielraum, auch in jeder Verordnung, in jedem Gesetz gibt es einen Spielraum, den man noch nutzen kann und vielleicht auch doch eben Sachen einmal ermöglichen. Also auch ein bisschen mutiger sein, ein bisschen grosszügig sein. Natürlich haben wir einen Rahmen, über das müssen wir gar nicht diskutieren. Und das Zweite, was ich ganz spannend finde, ist, dass die Kulturbetriebe auch selber kreativ werden. Also jetzt auch wieder im Stadtcasino gehört, dass die Orchester, die Musiker etwas planen, wieder draussen, dezentral. Also das ist so eine positive Wendung, die es kann nehmen, bei allem Schweren im Moment, wo es gibt. Ich würde radikaler antworten und sagen, im Endeffekt, egal was wir machen, es geht ums Geld. Weil ermöglichen, eben draussen spielen, unter veränderten Bedingungen spielen, mit 50 Leuten in einem grossen Saal. Es ermöglicht Kultur weiterhin, jawohl. Und Kultur ist für mich grundkreativ. Also ich glaube nicht, dass man das noch künstlich fördern muss, sondern im Endeffekt geht es um Geld. Wie fördern wir ab, dass nicht gespielt werden in vollen Häusern, dass zum Teil gar nicht gespielt werden, weil einfach es nicht rentiert im Endeffekt, weil man und darum glaube ich, das ist, es läuft alles darauf aus. Bis wir die Normalität zurückkehren, muss es finanziell gefördert werden. Ermöglicht, so wie es geht, dass wir einen Experten behandeln, was ist möglich. Oder? Wir haben auch die Diskussion, könnte man nicht trotzdem spielen? Man hört immer nur von Partys, die vor allem so Superspreader-Anlässe sind, Corona-mässig. Da masse ich mir nicht an, weil ich nicht Gesundheitsexperte bin. Oder? Aber ermöglichen ja, aber mit dem nötigen finanziellen Auffangnetz. Das ist, denke ich, im Moment das Wichtigste. Und zwar niederschwellig, nicht mit riesen bürokratischen Prozessen, wo man vielleicht dann vor der Situation, also vor der Ding steht, vor der Konstellation, ich habe einen Antrag gestellt, die Miete kann ich nicht mehr zahlen, aber ich habe noch immer keinen guten Spruch gekriegt. Das funktioniert ja aber relativ gut jetzt. Ich glaube vor allem braucht es das Commitment auch klipp und klar aus der Politik. Wir ziehen euch durch die Krise durch. Egal, wenn sie lang geht, egal, wenn wir es verschulden. Und das also in Basel ist das in verschiedener Hinsicht vorbildlich gelaufen in den letzten Jahren. Da haben Tanja Soland und Christoph Butschin federführend einfach ein Signal auszuzeigen, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die sie hatten. Natürlich ist das Geld, auch da ist das Geld zum Teil noch nicht angekommen, aber es ist auf dem Weg und das Commitment ist da. Und ich glaube, man sucht wirklich die Lösungen. Aber was ich in Bern erlebt habe, oder? Mit einem Finanzminister, der sagt, jetzt ist fertig, mehr können wir nicht mehr ausgeben. Völlig, also ökonomisch ein völliger Blödsinn, was er da erzählt. Und das Signal, das er aussendet, oder? Jetzt müsst ihr halt schauen, müsst ihr euch vielleicht halt umschauen. Irgendwann ist der Topf fertig. Und das haben wir jetzt auch in der Wirtschaftskommission in Bern. Heftige Streitereien, ständig. Weil halt einfach, es tut mir leid, wenn ich das so in politische Lager muss aufteilen, aber es ist halt schon ein bisschen so, von rechts immer wieder das Signal kommt, nein, der Staat kann nicht für alle da sein, er kann nicht schauen und jetzt müsst ihr halt selber schauen. Und das sind wirklich, also die ganzen Wirtschaftshilfspakete, die sind immer auf Messers schneiden. Und ich muss einfach sagen, da habe ich Angst, dass das in Basel auch kommt, wenn die Mehrheitsverhältnisse sich ändern. Also das heisst, Entschuldigung. Ich finde es ein Stück weit jetzt schade, dass ich finde, wir haben eine sehr konstruktive, gute Diskussion und du machst Parteipolitik jetzt, das kannst du machen, es ist Wahlkampf. Aber ich muss dir ehrlich sagen, die Basler Massnahmen funktionieren unter anderem auch, weil die Gesamtregierung das mitträgt. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie gehört hat, nur die Frau Soland hat helfen, die anderen haben sich gesträubt, überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben hier einfach einen anderen Ansatz in dieser Stadt. Und die Regierung ist links dominiert. Mir wäre nicht zu Ohren gekommen, dass das hart auf hart die Entscheidungen sind, Links-Rechts-Schema einfach nicht. Und ich glaube, das ist die Wichtigkeit, die wir jetzt über Parteipolitik stellen, dass man Sparten, wo eben schwierige Situationen zu prestieren haben, dass wir dort anstehen und helfen. Wir wissen nicht, wenn das fertig ist. Und ich glaube, das muss man losgelöst von links oder rechts einfach als Commitment so probieren durchzubringen.
Aber das freut mich riesig. Dann freue ich mich auch darauf, dass wir aufhören, Einnahmen einzusparen von der bürgerlichen Mehrheit, dass wir Steuern aufhören zu senken und dass wir keine Sparpakete mehr machen in Zukunft. Auf das freue ich mich, aber das möchte ich zuerst noch erleben. Wie gesagt, ich habe die andere Zeit erlebt. Und das aber ist einfach der entscheidende Unterschied. Die Chancen sind relativ gross, dass ihr alle drei in der Regierungsrat arbeiten. Können wir dort die Diskussion weiterführen. Da können wir uns schon darauf freuen. Ich kann noch zum Thema Geld noch ein Thema einbringen, und das ist das Thema Mäzenentum, Sponsoring. Das ist auch wird immer wieder so erwähnt. Holt doch mehr Geld rein, solche Drittmittel. Und das finde ich für mich auch eine ganz wichtige Diskussion. Was ist eine staatliche Aufgabe und wo ist es wirklich sinnvoll zu sagen, holt noch Sponsorengeld rein. Ich finde, das als Allerweltsmittel wird das oft immer wieder so ein bisschen dargestellt. Und ich habe meine Zweifel, auch weil natürlich gewisse Interessen dahinter stellen, weil natürlich auch strategisch dann ganz andere Sachen bevorzugt werden. Wie seht ihr das? Sollen wir probieren, möglichst viel Sponsoring reinzuholen? Müssen wir das? Drittmittel, reden wir immer davon? Oder was sind wirklich Kernaufgaben, sozusagen Service Public in Sachen Kultur? Ich glaube, wir haben in Basel die einmalige Ausgangslage, dass wir ein sehr reichhaltiges Mäzenentum haben. Sehr viele Private, die sich auf den verschiedensten kulturellen Sparten engagieren, finanziell engagieren. Und das ist auch kein Selbstverständnis. Also einfach nur zu sagen, da gibt es ja ganz viele Leute, die haben genug Geld, gehen doch dort schauen. So einfach ist es nicht. Da sind wir wieder im gleichen Thema wie vorher, was Dialog und Gespräche angeht. Ich habe auch den Eindruck, was mir jetzt in dem ersten Wahlgang viel gesagt worden ist, seitens Präsidialdepartement gehört dort auch der Dialog an mit den Mäzenen, mit den Sponsoren. Das wird einfach ein bisschen als zu selbstverständlich genommen, das Ganze. Und das ist es nicht. Also ich glaube auch dort, Wertschätzung, Dialog ist angebracht und auch Abgrenzung. Es gibt staatliche Aufgaben und es ist schön, haben wir Private, die sich engagieren, aber man kann nicht einfach bei allem jetzt sagen, ja, ihr engagiert euch, ja, jetzt könnt ihr ja noch ein paar Künstler finanzieren durch die Krise. So einfach ist es nicht. Es ist sicher ein Engagement auch dort zu spüren, in den verschiedenen Stiftungen, die es gibt. Die haben jetzt, anstatt dass sie Konzerte ermöglichen, auch ihre Pläne umgewandelt zur Hilfe für Künstler. Das, denke ich, ist ein Netz, das bei uns sehr gut funktioniert, aber man muss auch das Netz pflegen. Nochmal die Frage, wie kann man das abgrenzen voneinander? Was ist sinnvoll, Sponsoring, was ist Service Public, wo man nicht nachgeben sollte, was ist Strategie? Schwierige Frage, ich weiss. Ja, also ich wäre jetzt verwegen, wenn ich sagen würde, ich hätte in diesem Sinn eine Strategie. Ich habe eigentlich eher den Eindruck, es ist in Basel noch recht gut gelaufen, also dass wir trotz unterdurchschnittlichem staatlichem Engagement so ein riesiges Angebot an Kultur in unserem Kanton haben, wo der Anspruch zu der Kulturhauptstadt wirklich sogar klar rechtfertigt, hat damit zu tun, dass wir enorm viele Mäzeninnen, Mäzene, Sponsoren haben, die einfach voll einsteigen. Und das ist grossartig. Und auf das würde ich auf keinen Fall verzichten. Im Gegenteil, Zusammenarbeit suchen. Und da muss man aufeinander eingehen. Da geht es auch darum zu fragen, was suchen ihr, was wollt ihr? Und dort nur was ist die Rolle von den einen und was ist die Rolle von den anderen, kann nur im Dialog entwickelt werden. Es gibt Sachen, die für Sponsoren attraktiver sind und Sachen, die weniger attraktiv sind. Ja, also da hätte ich eine Idee. Ich finde eben die Plattformen, so Festival und solche Sachen, die sind super für Sponsoren einerseits und andererseits auch für Kunstschaffende, weil sie dann die Möglichkeit haben, Auftritte zu machen, sich zu zeigen. Und das finde ich jetzt so eine Idee, wo mir schon länger, wo ich gedacht habe, das wäre spannend, wenn wir noch ein bisschen mehr aus unserer Musikstadt machen könnten. Wir haben ja nicht nur die tollsten Kunstsammlungen europaweit, wir haben auch eine unglaublich gute Musikstadt. Wir haben mit dem Stadtcasino eines der besten Konzertsäle weltweit. Wir haben mit der Musikakademie haben wir Musiker, die in ihrem Bereich zu den Weltbesten gehören und haben durch das auch sehr viel grossartige Orchester. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das verkaufen wir noch ein bisschen zu wenig. Und ich würde mir wünschen, dass wir etwas machen wie bei dieser Museumsnacht oder so, wo wir es ja schaffen,
die tollen Schätze mit einer breiten Bevölkerung zusammenzubringen, dass wir hier in der Musikstadt noch ein bisschen mehr Drive reinbringen. Ich weiss, es gibt Ansätze, aber ich fände das wunderschön, wenn das noch, vielleicht ausgehend vom Floss, oder quasi dem Kernfloss, dass man hier noch viel mehr die Stadt beleben mit Musik. Also jemand hat mir hier geschrieben, es sei toll, was für hochkarätige Musiker und Musikerinnen ausgebildet werden hier in Basel, und nachher tut man ihnen die Aufenthaltsbewilligung entziehen. Also eben, wo ist der Anschluss da? Also das ist Zusammenarbeit mit den Hochschulen. Ich möchte noch etwas anschließen bei den Stiftungen, nämlich bei der Rolle der Stiftungen. Und etwas, was man manchmal vergisst, ist, dass ja viele Stiftungen gerade eben auch Pilotprojekte finanzieren. Also einer der spannendsten Ansätze war da, wo wir es, also ist jetzt aus der Sozialpolitik, aber wo Stiftungen angefangen haben, dort wo man angefangen hat, wo Politik immer noch Repression betrieben hat, bei der Drogenpolitik, also 70er, 80er Jahre, haben Stiftungen angefangen, so kleine Häuser, die eben einen anderen Umgang hatten mit suchtbetroffenen Menschen, haben angefangen, das zu finanzieren. Und irgendwann hat man dann entschieden, doch, das ist etwas, was der Staat machen sollte. Die Gesetzgebung hat sich geändert und dann ist das eben übergegangen in eine Staatsaufgabe. Also Stiftungen, und darum glaube ich, ärgern es auch viele Stiftungen und Mäzenen, wenn sie so als eben selbstverständlich so, ihr habt ja schon immer gegeben, also geht doch weiterhin, weil ich glaube, viele Stiftungen und auch Mäzenen haben den Anspruch zu sagen, sie werden eben zum Teil so eine projektmässig initial noch immer Geld geben und etwas Neues können machen. Und nachher, wenn man sagt, doch, wir wollen das als Bevölkerung, das ist uns wichtig, dann geht es dann häufig in eine Staatsaufgabe auf. Aber jemand muss das koordinieren. Ich habe vorher Ausbildung erwähnt, eben Musikausbildung, die wirklich sehr hoch ist, hier in Basel sehr, sehr wichtig ist. Aber es gibt auch andere Synergien. Also es gibt Tourismus, es gibt Synergien eben mit Stadtmarketing, Stadtentwicklung, Kultur, es gibt Messe. Man hat bis jetzt immer so versichert gesagt, ja, also die Art, die bleibt in Basel. Also man hat jetzt mit dem Basel World gesehen, was passiert. Was könnte man dort machen, damit die Synergien, das ist auch die Auswirkung von der Stadt, das ist die Stadt, eben also Musikstadt mit den Ausbildungen, mit den Konzerten. Was gibt es dort für Möglichkeiten? Unbedingt. Also ich glaube, dort fällt es wieder an mit der Kommunikation. Ich glaube, eine Möglichkeit wäre, dass man wirklich die Leute mal an den Tisch holt. Was auch etwas Spannendes finde, ist, wenn man beispielsweise versucht, über Standortmarketing Packages anzubieten. Die Idee ist bei den Hoteliers beispielsweise anfangs der Corona-Krise, dass man sagt, man kombiniert man macht verschiedene spannende Packages und versucht das über Marketing, Kommunikation auch in anderen Städten, also beispielsweise Städte in Europa zu vermarkten. Also Basel-Stadt als Kulturhauptstadt, wir haben es vorher davon gehabt, besser zu vermarkten und Leute hier anzulocken, könnte uns helfen, nach dieser Krise oder wenn sie langsam nicht mehr so präsent ist, wieder Leute in die Stadt zu bringen, weil wir haben so ein reiches Angebot von Kultur. Ich glaube, da könnten wir wirklich noch einen Schritt vorwärts machen. Ich glaube, gerade noch ein Nachsatz noch zum Mäzenentum, den ich trotzdem noch loswerden muss. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen in eine Richtung tendiert, sozusagen, man kann Musik noch stärken, man kann ja denen mal sagen, gebt Geld dort rein. Wir dürfen nicht vergessen, das ist freiwillig, oder? Also jeder, der sein Geld investiert in einen Zweig von der Kunst oder von der Kultur, das ist nicht dem Diktat vom Staat überlassen. Da müssen wir froh sein, dass es das gibt in den vielen Facetten. Aber es braucht eine Strategie dahinter. Über dem Ganzen. Was ist, aber eben, wer macht die? Also kann das denn der Staat strategisch planen? Ich finde, das ist schwierig. Ja, schwierig ist, aber die Frage ist, ist es nötig? Ja, ich habe jetzt, muss ich sagen, als ich die Idee von der Musikstadt Basel in Form von einem Festival besser zu verkaufen, habe ich jetzt nicht unbedingt an Mäzenen. Ich würde jetzt nicht Bitti machen dort. Dort braucht es wirklich den Dialog, was ist denn Ihnen ein Anliegen. Aber Festivals sind natürlich auch eine Möglichkeit, zum Beispiel für Firmensponsoren sich zu verkaufen. Da kannst du die Fahnen aufhängen und dann hast du auch etwas davon. Und das ist eine Möglichkeit, die erstaunlich gut funktioniert, gerade im Musikbereich. Wir bekommen aber keine Subvention. Ja, eben. Darum sage ich, wenn du in Zusammenarbeit mit der Stadt, dass man Träume aufmacht, dass man auf dem Münsterplatz im Münstergang ein paar schöne klassische Konzerte gleichzeitig hat, wie irgendwie eben das Floss oder auf dem Bafi etwas läuft. Also einfach, dass man sagt, wir verkaufen unsere Musikstadt mehr, geben mehr Gelegenheiten, Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch Synergien mit Beisein und solchen Sachen. Das kann man alles ausdenken. Aber ich habe das Gefühl, wirklich in diesem Musikbereich, da gibt es noch etwas zu entwickeln. Da haben wir uns noch zu wenig als das verkauft, was wir tatsächlich sind, nämlich wirklich top.
Darf ich die Frage auch noch beantworten? Ja, klar. Ich bin wieder zurückgegangen auf etwas vorher. Ja. Ich glaube, eine konkrete Idee, die doch prüfenswert wäre, ist, jetzt haben wir die Museumsnacht, das ist ein super cooler Erfolg, einfach einen Tag von der Kultur zu installieren, zu sagen, Sichtbarkeit machen von vielleicht auch Kulturzweigen, die man nicht so kennt. Wir kennen nämlich eine Art Tradition in diesem Bereich. Es ist zwar ganz ein anderes Metier jetzt, aber wenn wir die Fasnacht nehmen, das ist unsere traditionellste Veranstaltung, wenn es sie hoffentlich je wieder gibt. Nach der Fasnacht präsentieren sich Klicken und zeigen, was sie machen, was sie leisten auf dem Barfi. Und man könnte doch auch eine Art so einen Kulturtag machen. Man kann sogar noch weiterspinnen und sagen, wir sind im trinationalen Bereich. Wir haben noch Deutschland, wir haben Frankreich. Man könnte den kulturellen Austausch auch dort installieren und einfach rausgehen. Das hat auch den Vorteil, oder, dass wir nicht mehr so fremdgesteuert sind, im Sinne von, wird es noch so grosse Messen geben in Zukunft und was da auch für ein Scheitern jetzt sichtbar wird, wenn plötzlich so etwas wegbricht. Wieder mehr sich eigentlich aus der Stadt heraus entwickeln, das selbstverständlich aber auch marketingmässig verwenden, auf jeden Fall. Aber vielleicht lehrt einem so eine grosse Krise auch, sich wieder ein bisschen zurückzubesinnen und wieder weniger abhängig von Anfang an zu sein in alle Welt, sondern irgendwie wie so das Commitment intern zu haben. Ich schlage vor, wir spielen am Schluss noch ein Regierungsrat. Machen wir das nicht schon länger? Aber so richtig, ich will die Diskussion wirklich euch übergeben. Nehmen wir an, wir müssen darüber diskutieren, wie soll das Präsidialdepartement in Zukunft aussehen. Es gibt die Vorschlag, mit dem können wir vielleicht einsteigen. Die anderen zwei haben sich eher kritisch geäußert zu diesem Vorschlag bis jetzt. Aber wenn der Wahlkampf vorbei ist, muss man wieder irgendwie zusammen Lösungen finden. Diskutiert einmal darüber. Wie seht ihr das Präsidialdepartement von der Zukunft? Also wir sind jetzt hier am Tisch und wären ja, unter genau. uns. Die anderen 4 sind dann schon dafür. Also, okay. Das ist gut. Sehr schön, das ist gut zu wissen. Wenn ihr drei euch mal einigen. Dankeschön. Also Beat, du hast ja hier den Vorschlag gebracht. Also es gibt so viele Baustellen im Moment auch in dem Präsidialdepartement. Meinst du, das on top kommt das gut noch dazu, noch Sauen? Ja, absolut. Ich glaube, dass die zentralen Fragen, die uns als Gesellschaft betreffen, dazu gehört ganz klar der Klimaschutz. Das wird auch die Kultur je länger, je mehr beschäftigen. Und unser Kanton wird davon profitieren, wenn er dort in diesem Bereich Ausstrahlung gewinnt, wenn er zeigt, dass er innovativ vorne dran ist, wenn er in Sachen Stadtentwicklung vorbildlich nach außen strahlt. Und davon wird auch die Kultur, unsere Kultur profitieren. Das wird Menschen anlocken, die sich interessieren für die Stadt und auch für ihre grossartigen kulturellen Schätze. Und darum finde ich es richtig, dass man diese zentrale gesellschaftliche Frage nicht nur den Baumeister überlegt, sondern dass man sie gesamtheitlich sieht und dass man Kultur mitnimmt. Lieber Beat, jetzt ist es leider so gekommen, wie deine Leute es befürchtet haben. Ich bin Präsidentin geworden und habe jetzt das auch bei mir. Ist jetzt das nicht ein bisschen ein Eigengoal gewesen? Sie haben ja nicht wollen, dass ich das übernehme. Und jetzt habe ich es und du bist der Umweltfachmann. Was gibst du mir jetzt für Tipps? Was soll ich jetzt machen? Ich gebe dir die Tipps, die ich vorher gab. Mach es genau so, wie ich es dir gesagt habe, und dann hast du meine volle Unterstützung. und sonst muss ich dir halt ab und zu ein bisschen einheizen. Nein, jetzt mal ernsthaft natürlich. Also ich gehe einfach davon aus, was wir jetzt präsentiert bekommen haben, was das Präsidialdepartement drin hat, eben als grössten Bereich die Kultur, den wir heute thematisieren. Die Stadtentwicklung, die Kantonsentwicklung, das sind grosse Themen. Und ich denke wirklich, dass da gibt es genug Baustellen innerhalb, wo man muss schärfen im Präsidialdepartement, wo man die Linie stärker muss spüren, die strategische Ebene zwischen den Themen. Und von mir aus ist das Klima ein Thema, das über alles übergeht. Aber es muss nicht physisch als Abteilung gezügelt werden ins Präsidialdepartement. Ich glaube, du als gewählter Regierungsrat hast so oder so die Gelegenheit, dein riesige Fachwissen, und da bist du um Meilen voraus allen anderen, weil es ist dein Kernbusiness, reinzubringen und auch reinbringen zu müssen.
Aber ob es hier physisch wirklich noch ein Sammelsurium braucht, das man einfach ins Präsidialdepartement nimmt, bin ich nach wie vor einfach nicht überzeugt. Aber ich anerkenne, dass das Klima ein wichtiges Thema ist. Ich bin ja jetzt für Vorsteher vom Wirtschafts-, Sozial- und Umweltdepartement. Und also hast du akzeptiert, dass ich Präsident bin? Kein Departement, jetzt spielen wir das mal so fertig, kein Departement hat so viele Amtsstellen wie ich. Ich kann mich nicht mehr ernsthaft und wirklich mit Vollgas um das Klima kümmern. Mach doch du das. Du hast viel weniger zu tun als ich. Also das kommt jetzt eine Anfrage jetzt an die Kulturlandschaft, aber... Super. Unsere Zeit ist um. Es war super spannend und ich finde es auch richtig, dass wir mit einer Theaterszene aufhören. Wir sind schließlich hier im Theater. Wir sitzen hier auf der Bühne von Don Carlos. Es ist noch extra für uns umgestellt worden. Also nochmal grossen Dank ans Theater. Don Carlos, ich weiß nicht, ob die Geschichte Schiller wahrscheinlich lang zurück. Es ist eine bisschen komplizierte Geschichte. Aber das Tolle ist an dieser Geschichte, es ist so ein bisschen ein Kampf zwischen Macht, Politik und Liebe. Und vielleicht ist es auch ein Stück für euch, weil ihr werdet jetzt in Zukunft, wenn ihr gewählt werdet, etwas anderes leben, nämlich ein Privatleben und ein sehr intensives politisches Leben müssen zusammenbringen. Und da kann man vielleicht ein paar Tipps abholen vom Don Carlos. Es ist ein Pop-up-Theater, heisst das, ein Klassiker, ein Schauspieler, 1 Stunde. Also auch das wieder eine ganz tolle Idee hier vom Theater Basel und es lohnt sich, das zu schauen, weil Kultur ist nicht nur Seele und Charakter, sondern man kann sogar etwas lernen dort, also es ist nützlich. Mit dem werde ich die Runde schließen. Dankeschön viel mal euch drin. Ihr bekommt nachher natürlich noch den Katalog von mir mit allen 54 Fragen. Ich denke, es lohnt sich, da reinzuschauen. Es zeigt sich die Befindlichkeit und auch die Sorgen der Kulturschaffenden hier in Basel. Ich danke Ihnen hier im Saal fürs Kommen. Ich danke den Zuschauern und Zuschauerinnen daheim. Und am Schluss, ich würde einfach sagen, gehen Sie wählen und wählen Sie Kultur. Danke schon vielmals.